Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus der kleinen Schanze zu Bern. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag spielt die Schweizer Nazi der WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Zuerst machen wir aber noch einen Abstecher nach Brienz. Das sind die heutigen Themen der Sendung. Die Bank Brienz Oberhasli feiert das 175-jährige Jubiläum. Und wir haben bei den Leuten in Bern nachgefragt, ob sie zuversichtlich auf ein Viertelfinale schauen. Die Bank Brienz Oberhasli feiert 175 Jahre Jubiläum. Schon seit 1851 fokussiert sich das Unternehmen auf Kundinnen und Kunden aus der Region. Der Bankleiter Josef Zemp und der VR-Präsident Kasper Flück führen uns durch die speziellen Feierlichkeiten dieses Jahres und geben Einblick in die traditionelle Bank. Unser Jubiläum feiern wir mit ganz speziellen, einmaligen Aktionen, mit ganzen Haufen Anlässen, von Bodytag, Kinotag, aber auch Wandertag für alle. Diese Woche haben wir bei den Schulen Klassen verteilt und in jede Klassenkasse 175 Franken für die nächste Schulreise überreicht. Ganz ein spezielles Highlight wird die Bank, die wir überall in unserer Region verteilt haben und ab August eine Challenge machen daraus. Unsere Bank erscheint wesentlich mehr als ein reines Geldinstitut. Wir sind ein zentraler Wirtschaftsmotor und ein verlässlicher Arbeitgeber. Spargelder, die wir von unserer Kundschaft einnehmen, die wir reinvestieren, ausschließlich in der Region, indem wir regionale Projekte unterstützen, Vereine im Bereich Sport und so weiter und auch Kultur fördern und unterstützen. Und so wir beitragen zum Zusammenhalt und zur Geselligkeit bei uns in der Region. Kapitalerhöhung, mit dem wir unsere finanzielle Basis stärken und nachhaltiges Wachstum sicherstellen, sodass wir uns für die Zukunft gut aufgestellt haben. Wir können mit dem sicherstellen, dass wir weiterhin unsere Familie unterstützen können, wenn sie Wohneigentum erwerben wollen. Und selbstverständlich auch unser lokales Gewerbe, also unser KMU, weiterhin mit Krediten bedienen können. Die sehr hohe Resonanz auf unsere Kapitalerhöhung zeigt mir das grosse Vertrauen, das die Bevölkerung und auch unsere Aktionäre in die Bank haben. Es zeigt aber auch das Vertrauen von unseren Aktionären in den Verwaltungsrat, in die Bankleitung, in alle Mitarbeiter, dass wir sorgsam mit dieser Bank in Zukunft umgehen. Ganz ein wichtiges Element finde ich auch die Aussage der Kapitalgeber, dass sie eine eigenständige Regionalbank hier in der Region auch in Zukunft haben wollen. Das Verbinden von Innovation und Tradition ist noch eine Herausforderung. Tradition heisst, wir bleiben dem Wert dieser Bank treu. Und Innovation ist Bankprodukte oder Bankdienstleistungen der Zeit anpassen. Und der Zeit anpassen heisst, ja, wir haben aktuell ein neues E-Banking, aber auch ein klassisches Bankprodukt von Zahlen, Sparen, Anlegen, Vorsorgen haben wir kombiniert. Generell das Regionalbankengeschäft, das ist ein klassisches, nachhaltig aufgebaut. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur grün, also öko, sondern das ganze Umfeld, also dass wir uns auch nachhaltig verhalten, dass wir eine Bank sind, vor Ort, mit Gesichtern, wo die Leute darauf vertrauen können, dass man mit einer echten Person ein komplexes Finanzgespräch hat und dass auch die Entscheidungen von echten Leuten gefällt werden hier vor Ort. Weil wir können die Region, wir können die Leute und für das sind wir als BBO da. Ja, in diesen 5 bis 10 Jahren sehe ich unsere Bank eigentlich ganz klar nach wie vor als führende und eigenständige Regionalbank in unserer Region Haslital-Brienz. Wir sind in dieser Zeit digital gut unterwegs, ohne dass wir die Nähe zu unseren Kunden verloren haben. Die wollen wir beibehalten, trotz der Digitalisierung. Selbstverständlich wollen wir auch ein gesundes Wachstum beibehalten, wie wir das eigentlich jetzt die letzten Jahrzehnte immer haben. Unter Wahrung von Sorgfältigkeit, nicht überborden, sodass wir da in Zukunft uns nach Möglichkeit noch besser aufstellen können. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag um 3 Uhr morgens spielt die Schweiz gegen Argentinien. Wir wollten von den Leuten hier in Bern wissen, wie zuversichtlich sie sind und ob sie das Spiel überhaupt verfolgen. Kommt mit. Wie viel hast du jetzt vor WM mitbekommen? Wie viel hast du das Schweizer Spiel auch verfolgt bis jetzt? Ja, grundsätzlich eigentlich fast schon alle Spiele. Außer das 5 Uhr morgens habe ich mich nicht dafür gehabt, am 5 Uhr morgens aufzustehen. Ja, dann musste ich arbeiten und dann habe ich mir gedacht, hey, ich brauche ein bisschen Schlaf.
Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Mir denkt, wenn es nicht so läuft, ist es so ein bisschen typisch Schweiz immer von der Leistung her. Ja, jetzt auch den Schweizer Pass seit fast einem Jahr. Und ich bin sehr fußballaffin, also ich schaue gerne WM. Und jetzt ist ja am Samstag, also Nacht vom Samstag auf den Sonntag, spielt die Schweiz um 3 Uhr morgens. Wirst du auch diesen Match verfolgen und wie wirst du den verfolgen? Das habe ich gestern diskutiert. Ich schaue auf jeden Fall, aber ich werde auch daheim schauen. Ich habe nicht Lust, um 3 Uhr morgens irgendwo herzugehen. Yeah, I might sleep early a bit and then wake up again or just go all over to the night. I'll see it. And then watch it most likely at home in my bed. Ja, ich finde es auch gäbiger, dass es also ja, ich sage 3 Uhr nachts ist immer noch späte Zeit, aber es ist ja von Samstag auf Sonntag, also in der Nacht. Ich wäre dann sowieso mit den Kollegen irgendwo draußen vielleicht, also vielleicht nicht gerade bis zum 3, aber dann jetzt für das Spiel würde ich es auch schon machen, dass ich da bis zum Spielschluss das mitverfolgen und damit die Schweiz anfeiern. Es ist eine einmalige Chance, jetzt das anzuschauen und für die Schweiz eben ein historisches Spiel. Darum denke ich, werde ich mich überwinden und probieren, das zu schauen und aufzustehen. Ja. Also durchmachen ist in meinem Alter ein bisschen schwierig. Ich werde den Wecker stellen. Das habe ich ja beim Freitag am Morgen um 5 Uhr habe ich es auch gemacht. Ja. Und dann geht es ja nochmal schlafen nach dem Match, oder? Das weiss ich noch nicht. Je nachdem muss ich noch auf die Straße oder so. Das würde ich mir auch dann schon noch reinziehen. Ich würde wahrscheinlich dann noch mal schlafen. Ich muss erst am Nachmittag arbeiten, am Sonntag. Von dem her liegt das absolut drin. Ja. Was tippst du für das Spiel gegen Argentinien? Wie zuversichtlich bist du? Hey, ja, Argentinien ist ein bisschen schwieriger Fall. Auch nach dem, also ja, das ist jetzt meine Meinung, aber nach dem Match gegen Ägypten, wo sie ja gespielt haben, ja, ich finde jetzt ein paar Fouls hat man der Schiri schon gegeben. Es wurde dann nicht richtig fair gepfiffen. I hope Switzerland wins to save football because Argentina is all a bit corrupt right now. I don't really like the way they win in games, so I hope Switzerland will take it. Ja, ich sage mal so, 2-1 Schweiz. Ich habe das Gefühl, es geht wiederum mit Verlängerung und hoffe, dass wir dort das 2-1 herbringen. Das wäre mein Tipp. Ein 2-1, so. Also ist mein Tipp. Ich hoffe, dass die Schweiz gewinnt, natürlich. Wir sehen also, dass die Leute hier in Bern sich auf ein Match freuen und zuversichtlich sind. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Panoramasendung angekommen. Wie immer findet ihr die ausführlichen Beiträge auf plattformj.ch oder in unserer App. Wenn ihr erfahren wollt, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, dann bleibt noch dran. Merci fürs Zuschauen und Hopp Schweiz! Schön schauen Sie das Wetter auf der Plattform J an diesem Freitagabend. Wir starten rein in ein sonniges und heißes Wochenende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorläufig ändert sich an der Wetterlage wenig. Das Hochdruckgebiet ist wetterbestimmend. Die dicken Wolken, wir sehen es hier, machen den grossen Bogen um uns herum. Ganz im Osten von Europa haben wir die oder auch auf der anderen Seite über dem Atlantik. Ja, Regen wäre auch wichtig, aber der ist in den nächsten Tagen nicht wirklich in Sicht. Und wenn es etwas gibt, dann höchstens lokale Hitzegewitter, vor allem in den Bergen. Wir starten morgen am Samstag auch wieder mit viel Sonne in den Tag rein und die Temperaturen erreichen am Morgen schon fast 20 Grad. Am Nachmittag gibt es dann über 30 Grad. Es ist recht sonnig. Ausser am Oberland werden die Quellwolken ein bisschen grösser und einzelne Hitzegewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Im Mittelland haben wir morgen weiterhin eine schwache Beise. Schauen wir noch voraus auf die nächsten paar Tage, die sich ebenfalls heiß präsentieren mit über 30 Grad. Oft ist es sonnig, aber ab der Wochenmitte dürfte dann doch das Gewitterrisiko langsam ein bisschen ansteigen. Ja, was war mit den weiterhin hochsommerlichen Aussichten? Danke fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.